Alla, Robin? wie fühlst du dich mit deiner Vulva? Ich fand meine Vulva nicht am Anfang ziemlich bastis. Und du? Mir hatte ein bisschen mir Bumpy Ride mal nähen, aber ich meine mittlerweile haben wir so einen ziemlich guten Truce mal nähen, zu Waffenstillstand. Oh, das klingt ja gut. Naja. Das hier aus Maybe Sex. All Mittwoch schwätze mir über ein anderes Thema. Von Körperlichkeiten über Beziehungen bis hin zu Sexpraktiken. Maybe Sex, der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Als Mittwoch freut es mittags um 3 auf Radio Ara oder zu all Dares an Nutzeit auf www.sexpodcast.lu. Hallo und herzlich willkommen an der Episode 181 von Maybe Sex, dem Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Es war nicht schwer zu erraten, denke ich. Da schwätzen heute über Vulven, Eisvulven und als Beziehungen zu Eisvulven. Immer loslegen, wäre auf dieser Platz noch wichtig für euch ein kleines Content Warning zu geben, dass wir an dieser Episode auch werden über Erfahrungen mit sexueller Gewalt schwätzen. Und obwohl man das nicht grafisch auslegen werden, wenn du irgendwelche Probleme mit dem Thema hast, dann lauscht das Episode vielleicht nicht lang oder skippst sie oder froh eine befreundete Person für dich zu lauschen und da einen kleinen Überblick zu geben. Naja, wo man das handelt als Hund, alla. Ich schule nun, du gehst von einer Vulva geboren. Korrigiere mich, falls das nicht korrekt ist. Wie war deine Beziehung zu deiner Vulva in deiner Kindheit? Kannst du dich schon erinnern? Eigentlich die erste Kehr, wo ich mir so richtig bewusst war über meine Vulva, also aktiv, wo ich mich erinnern kann, war am Anfang bei der Regel, also wo meine Regel angefangen hat. Oder vielleicht sogar schon, aber ein Jahr mehr frei. Ich weiß nicht, ob die das auch hat, aber am 6. Schuljahr gab mir eben dafür die allererste Kehr abgeklärt. Und du hast dann für dich eine Vulva gesehen, weil ja, mein ersten Hund auch echt viel mehr später gesehen. Aber voilà, das war dann die erste Kehr, dass ich eine Vulva irgendwo aufgebildet gesehen habe. Aber deren Existenz so ein bisschen bewusst gesehen. Ich fand das Ding interessant, weil ich schon viel mehr freie Erinnerungen an meine Vulva. Mir das sind keine guten Erinnerungen. So, ich hatte als Kind öfters mal Blasenentzündungen. Und das war dann immer das Gefühl von so, ouch, das tut viel weh. Und dann einfach so das Ding von, wo tut das von weh? Wo ist das Loch, wo die Pipi rauskommt? Für was sind du Mailascher? Mama, Hilfe. Und meine Mom, die mir das dann noch ganz kindgerecht erklärt hat, für so, hey, du hast 2 Körperöffnungen, einer ist mir groß, das ist nicht der, wo die Pipi rauskommt. Und ja, aber auch richtig so gut nicht am Bezug mit Sexualität. Und daran erinnere ich mich auch, dass ich als Kind ein paar Mal hatte, so viel Seifen, die ich als Kind mega, mega cool fand, weil sie so mega aromatisiert und geruchsstark Seife waren, wo ich da ganz viel nur Blumen oder Mango geruch habe. Damit habe ich halt auch meine Vulva gewaschen. Meine Mama immer gesagt hat, ja, du musst den Vulva gut waschen. Und gleichzeitig hat er dann aber immer gebrannt, weil auch nach Haut habe ich einfach ziemlich sensibel Vulva. Und ich kann mich nicht gut erinnern, die erste Kehr, wo ich mich mit so einer Seife gewaschen habe. Das war ein Kokosnuss-Seife, ich erinnere mich daran. Und auf einmal hat er so mega weh getan und mega gebrannt und schon dicke Kraschen und schon gut verstanden, weil ich so, Oh nee. Wie war das weh? Rasch im Körper, das auch nicht weh. Und ich da dann da kriegen, okay. Und ich meine, du hast so gecheckt, so, okay, das ist ein bisschen ernst. Aber gleichzeitig konnte ich richtig nie wirklich so viel damit anfangen. Ich weiß, das ist meine Familie. Und meiner Familie waren immer Tutti. Ja, aber er ist auch. Wir haben nie Vulva gesagt. Wir haben Tutti oder Tutes gesagt. Der Penis war nicht der Penis, das war Krini. Und ich meine, schon ohne Erinnerung, dass meiner Schulzeit, so Primärschule, so 4. Schuljahr, 5. Schuljahr, wo die Jungen auf einmal angefangen rauszufinden, was Sex wäre. Und dann so wieder wie Muschi mega viel durch die Gegend geflohen hat. Also Muschi bis heute als so ein Wort, das könnte man auch bald nicht lipsen, weil es mich so unekelt. Ich finde so eine ganz schlechte Assoziation damit. So richtig ekel. Same Anfang. Wie gesagt, du hast für so 4. im Schuljahr geschwart. Und das ist halt auch das Jahr, wo ich die erste sexuelle Gewalt gemacht habe. Das heißt, das war dann noch so die Relation von irgendwie, das kein Körperteil wie, keine Ahnung, mein Fuß oder meine Hand oder mein Arm. Aber schon noch richtig nie wirklich so ganz gecheckt von so, das ist echt ein bisschen weird, so das Körperteil hier. Und irgendwie fühlt sich doch viel nicht so ganz gut an. Und das wurde richtig so der Lüch von etwas Verbotenem. Und dann am 4. Schuljahr, das war
nachdem ich Gewalt mit gemacht habe. Aber meine Eltern waren nicht bekannt. Haben sie mich schon plus abgeklärt mit einem Buch. Das war so ein lützebäuisches Kannerbuch von so 2 Teenager, die sich schon als Kanner kannt haben, also schon als Kanner Bestiertnis gespielt haben. Und dann auch irgendwann als Teenager zusammengekommen sind, an die erste Kehrmann den hatten. Und meine Eltern haben mir einfach das Buch gehen. Also, der liest das, wenn es froh ist, kannst du bei uns. Und du hast halt auch ziemlich kantgerecht, aber dann auch aber irgendwie ganz grafisch erklärt gehen, was penetrative Sex wäre, auch just was penetrative Sex wäre, also natürlich okay, wenn schon Oralsex geschwärzt oder so. Und das hat sich für mich mega weird angefehlt. Und ich war so, ich will das gar nicht. Nee, Also ich schon dick viel Erinnerungen meine Vulva, meine Kantheit, aber so nicht wirklich gut hat, wenn man so Dinge von so, du musst das beschützen, das tut es, was ja vergleicht mit anderen Körperdelen, die Arm oder Fuß oder Nuss, Hesche, ja auch irgendwie blöde Nummers. Ja. Fand ich auch schiel, also ich schon ein Godchild, also ein Girlchen, und auch mit meinen Cousinen, die ein bisschen mehr alt sind wie das. Wenn ich mit denen muss, hier Vulva schwatzen, dann nenne ich da doch Vulva. Und so, komm, du musst das Vulva aufbotzen, du musst das Tisch Bein aufbotzen, so. Und das Wort tut, die könnte man von nie was lipsen. Ja, die Wörter, die am Anfang nicht die richtigen Wörter sind, gehen dann auch so ein Gefühl von Schum zu Mord oder ein Gefühl von, da das kein normales Organ, weil das kann nicht so genannt gehen, wie es am Anfang heißt, für ich von der Branche absolut korrekt, für einfach direkt die richtigen Begriffe zu benutzen. Ja. Ja, bei uns war das aber auch nicht so. Ich glaube aber auch, meines Wissens von meiner Mom nicht so auf einem spezifischen Moment abgeklärt. Ich meine, meine Mom hat einfach immer alle Fragen beantwortet, die man hatten, so im Prinzip, wenn sie alt genug sind, für zu fragen, dass sie auch alt genug für zu wissen. Aber ja, ich weiß nicht, ich hatte am Anfang auch ganz lang schon den Lien überhaupt nicht gemacht von Genitalien aus Sex und ich habe mich auch ganz lange gegen die Idee gewirrt, dass ich kein sexuell wie sie sind. Also so gut, wo die anderen Kanada mal da angefangen haben, weil ich immer so, nee, darüber will ich nicht schwatzen, darüber will ich nicht nur denken, dass das nicht für mich. Die Verbindung habe ich nie gemacht. Ich war am Anfang ganz lang ganz unaware von meinen Genitalien sozusagen. Und aber auch das schon manchmal ganz peinlich später rausfand, dass am Anfang 3 Löcher drinnen sind und nicht 2. Tisch, meinst du mit 3 mit der Erklärung war dann aber nicht so. Also den Uretra, die Vagina-Öffnung und den okay, ja. Ein Anus hat gezählt, ja, fair. Ja. Nee, das war mir schon irgendwie immer bewusst. Also du hast mir halt drin gut Arbeit gelegt, Pupesloch und Tutti-Loch waren andere Löcher. Ja. Oh, und da so etwas, du erinnerst mich auch, das ist etwas, was mich eigentlich auch dazu beigetragen hat. Meine Mom hat mir als Kind immer gesagt, seit ich denken kann, du musst, wenn du das Pupesloch aufbaust, musst du von der Tutes fortwischen, weil wenn du das nicht gut machst, dann bist du unfruchtbar. So die Idee für so Infektionen, die ultra einfach können absprangen. Und da hatte ich das Gefühl für so, um Gottes Willen, Hölf, irgendwie hast du das komische Loch, aber wenn aus dem anderen komischen Loch, ab es an das echt komische Loch könnt, dann kann ich nie Kinder holen und dann mich mein Leben okay sein. Also keine Ahnung, das ist so dick weird am Anfang, wenn ich darüber nur denken, wie viel schlechte Messaging ich am Anfang als Kind mitgekriegt habe zum Thema Vulva-Sexualität. Und auch so, meine Mom war mal relativ open, mal zu plakisch geht, mein Pop gut nicht. Ich meine, bis heute habe ich mein Pop noch nie plakisch gesehen, außer vielleicht ein Kerl aus einem kleinen Oxidon raus für so, ups, weil ich auch weiß, dass das Team mega unangenehm ist. Meine Mom war immer ziemlich open, aber du auch, da ist mir aufgefallen, dass du Vulva war für mich einfach immer nicht mehr, was mal du heute das Venus-Hügel nennen, wo man bis heute noch ein bisschen strugglen, als wie unsichtbar das Organ am Anfang ist. So, weil, wie gesagt, also auch von meiner Mom plakisch durch das Haus gelaufen ist, dann hört sie sich einfach nicht breitbeinig für mich gelöscht, wie dass ich da mal gucke, was ich auch ein bisschen, also das wäre ja auch nicht ganz appropriate gewesen. Ich meine, du hattest mich auch nicht mega wohl damit gefühlt. Das war immer so ein bisschen so das Dinge von, so, ich sehe schon, dass du mehr ist und ich weiß ja auch, dass bei mir du mehr ist und ich höre mal dass das bei anderen Leuten auch so ist. Mir gleichzeitig konnte ich das nie wirklich so gesehen. Bis heute habe ich damit wirklich Probleme, dass ich einfach meine Genitalien nie gesehen habe, außer wenn ich mich schon einen Spiegel breitbeinig hinlegen oder sitzen. Und den da dann all daran nicht so gut kann, ja, gucken. Das kreiert ja aber auch so eine Distanz dann zum Organ, dass du einfach nicht gesehen kannst. Also ich hatte dick lang just so eine Idee davon, wie das sich eben auffühlt. Aber ja, die ich keine gesehen habe, statt so mit 11 oder 12, wo ich für dich probiert habe, einen Tampon zu benutzen. Also nee, das war nicht die Echtkeit, dass ich probiert habe. Ich habe viel auch schon probiert, ohne jetzt zu gesehen und das hat absolut gar nicht geklappt.
Und da sagt meine Mama bei mir so, ja, mir dann hol doch einfach einen Spiegel, weil das ist so schlimm da drin. Und das ist mir mal gar nicht angefallen, dass in der Stadt kann gucken, dass das nicht so muss, ja, die so komisch, undefinierbar Entität da innen auf meinem Körper sind, dass in der Stadt kann gucken und das auch so in einem gewissen Sinn so kennenlernen kann, dass das nicht muss so eine distanzierte Beziehung sein. Also ich kann den Mom nicht mehr klingt wie wenn den Mom zumindest an der Vulva an Obklärungshinsicht ein gut Arbeit gelesen hat. So, ich meine nicht, dass meine Mom jemals offen genug gewesen ist, für zu so einen Hulderin vor Spiegel. Bis heute dank eine Schilder über noch, wie war ich am Anfang mein ganz Leben lang und noch schon seit ich denken kann, so viel Schummt empfunden hun, so nicht immer, also schon ehe ich wusste, was Sexualität ist, mir so einfach rundherum meine Vulva. Meine hat definitiv nicht geholfen, dass ich so jung sexuell Gewalt erfahren habe. Für meine Eltern, also sie waren nicht die Openste, sie waren so ein bisschen pseudo-open. Und sie waren aber auch nicht so, dass sie das bestraft hatte, wenn ich gefragt habe. Also meine Mom war ultra chill, wie ich meine Regel gekriegt habe. Also sie wollte am Anfang mit mir schwatzen und ich schon mega aufgeblockt, weil ich mich ultra geschummt habe. Also ich weiß nicht mehr, wie alt ich war, wie ich meine Regel gekriegt habe. Ich meine so 11 oder so. Mich ist das, seit ich eng war oder so, hat Mama gesagt, hey, wenn du eine Regel kriegst, ist komplett okay, aber so, du musst mal Bescheid sagen. Heute ist das wesentlich, dass die Implikation war von, muss man Bescheid sagen, dass ich da helfen kann. Und sie hat aber immer gesagt, du musst mal Bescheid sagen, und ich weiß, dass ich meine Regel gekriegt habe. Mein erster Gedanke war so, oh nee, da muss ich meiner Mama das sagen. Und ich weiß, wie unangenehm mir das war. Vielleicht von dem, was das bedeutet, mir auch einfach viel darüber zu schwatzen. Aber wie ich das kann, einfach gar nicht konnte. Aber wie immer, wenn Sexualität oder auch Körperin von allem Vulva und Abkommen sehen, dass ich komplett einfach geblockt tun. Und ich kann da auch nicht so, wie jetzt innerhalb von just ein paar Jahren dazu kommen, dass ich anfangen für mich wie Sex zu schaffen, weil ich schon eigentlich mit 19 angefangen und du nicht ganz so viel Zeit dazwischen. Aber ja am Anfang sind ich als Kind, also ich war ultra blockiert und verklemmt von dem mein Vulva gegangen ist. Und du noch bemol hat es angefangen zu bluten, was einfach mega weird war, aber doch mega beängstigend war irgendwie, aber das gar nicht cool fand. Und ich kann mich auch noch daran erinnern, dass ich auch irgendwann ich meine mal zu 13 oder so mein ersten Tampon wollte aufhören und dass das nicht ganz successful war. Also für mich waren Vulva und Vagina auch mega lang ultra liiert. Das war so ein Organ, tut es halt, ne? Mhm. Ich weiß nicht, dass ich mir so Gedanken gemacht habe mit dem Tampon, dass ich mich gif an die Jungferin. Ich hatte mega Schiss, für das Dinge wirklich ganz ranzumachen. Und am Endeffekt total schön davon. Also heute ist das wesentlich. Damals hatte ich einfach keinen Plan, was aufgegangen ist. Heute ist das wesentlich, dass man wahrscheinlich toll schön vom Tampon nach Tisch meine Vulva-Lipse rausgeguckt hat. Einfach mega unkomfortabel. Und plus, also bis heute hasse ich Tampon, weil ich fand, dass sie so drische sehen. Das und plus, also schon, was sie ganz abgesuckelt sehen, fand ich noch immer ganz unangenehm für sie rauszuholen. Mir was sie nicht abgesuckelt sehen, aber sie noch drische sehen. Viel zu schön, wie wenn ich schon probiert, meine Vagina verbunden mit Sandpapier zu bearbeiten, wenn da muss ein drischen Tampon rausziehen. Ja, ich weiß auch noch, dass ich einfach alles um meinem Körper mega komisch fand, mega lang. Zum Mols dann ein Vulva und ein Vagina, weil du noch so etwas rauskommen wie Ausfluss. Und ich habe nicht gedacht, dass ich die einzige Person auf der Welt bin, die das tut. Ich habe aber gedacht, dass ich aber zu einer weirden Minorität gehöre, wo all die Sachen passieren. Und dass das am Anfang etwas ist, wo ich eine Kontrolle muss kriegen und nichts, worüber ich schwatzen kann und nichts, was irgendwie normal ist. Und ja, am Anfang das ganz organ. Und dafür war es auch so eine erleichterende Erfahrung, für das dann zu gesehen wird, wegen eigenen Ahnen, dass das aber am Anfang einfach schützt so Organe sind und dass du nicht so mysteriöses und komisches drin hast. Ja, das war wirklich so ein Schlüsselmoment für mich in meinem Leben, wo ich dann am Anfang so Friede geschlossen und mit ziemlich vielen komplexen für drin. Du hast so Ausfluss angeschaut und oh mein Gott, ich meine, das, worüber ich am quicksten sehen an meiner sexuellen Aufklärungsedukation, ist, dass kein Mensch jemals von Ausfluss geschwart wird. Ich meine, ich habe so mit 12 angefangen, Ausfluss zu kriegen. Die erste, wie ich Ausfluss hatte, ich weiß ganz genau, ich habe mir eine Box gemacht. Mhm. Und ich habe mich so geschummt, dass sie nicht wirklich flüssig. Mir bemol war, ob es aus meiner Vulva, aus meiner Vagina kommt, was nicht rot war. Ja. Und
war so weird war. Ich war so, oh mein Gott, ich sterbe. Ich schon mal aber Pupeslach falsch aufgebunden und ich habe die Infektion und ich kann niemals keiner kriegen. Und das war so dramatisch. Und plötzlich so, ich habe mich so geschummt, dass ich all die Sachen habe ich auch niemand einem geschwart, weil ich mich auch aus unzählige Gründe, an der ich schon nicht will angehen, nicht wohl mit meinen Eltern gefehlt habe, für darüber zu schwatzen, weil wir einfach nie die Beziehung zu ihnen hatten. Also bis heute, ich kann mir nicht fragen, wie wir das Hack schwatzen. Aber mit meinen Eltern sind ich so, Schuken. Ja. Ja, ich kann mich erinnern, wie krass unangenehm das mir war, dass ich Ausfluss hatte. Aber wie mich das jahrelang begleitet. Wie gesagt, ich meine, ich hatte mit 12 die erste Ausfluss. Und ich meine, schon mit 15 raus, und was Ausfluss wir. Und du hast mir so ein Stehen vom Herz gefallen, weil ich so war, ich bin nicht die einzige Person, die das drollig gedönst hat. Und oh mein Gott, das wird ja eigentlich eine biologische Funktion. Ja, ich meine, ich hatte die Chance, dass ich schon dick frei, aber dick interessiert, also nicht dick frei, ich gebe so ein... Ja, am 6. Schuljahr war ich am Anfang auch schon, also dann ein bisschen älter wie 6. Schuljahr, hat mich aber auch schon interessiert und dann habe ich das so ein bisschen so alles aber recherchiert, das heißt, am Anfang die meisten Sachen wusste ich eher zu mal erklärt kaufen, ich wusste auch, was Ausschluss ist, auf jeden Fall auch nicht komisch fand. Oder ich nicht an der Theorie nicht komisch fand, mir bei mir selber war dann aber komisch, das ist so ein bisschen, ja, schon noch an der Theorie habe ich mich auch für Sex interessiert, mir hat das aber gar nicht zu dienen. Ja, das nählt nicht zwar zu den Dingen von, ich meine, gerade so mal zu 12, so 10 bis 12, so Sex war schon nicht interessant, aber wirklich so, niemand mehr. Ja. Wie man bis wirklich klar ging, war Sex war, an dem sind penetrative Sex, weil zu dem Zeitpunkt den einzigen Sex war, den ich konnte, war auch den einzigen Sex war, den es go für mich in meiner Welt. Genau. Wie beängstigend ich das fand, die Dinge von, um Gottes Willen, du hast ihn an mir dran, mit seinem komischen Krimi. Ja. Hölle. Und das war so richtig beängstigend. Und wie gesagt, das war die Zeit, wo ich die Separation von Vulva und Vagina nicht wirklich gemacht habe, weil man immer beibrucht gehen an der Schule und da sind ich auch immens quisch drüber, weil an der Schule immer beibrucht gauf Sex aus Peng. Die ganzen Diskurse von die Jungfern Häubsche rappt und das tät weh und das Blut und das war so immens gewaltvoll und nun, okay, viel Hate und Bravo, wirklich immens viel Hate und Bravo. Ich weiß nicht, wie sich noch an Bravo kann erinnern. Ich weiß nicht, ob Bravo noch wirklich gut. Wie ich zu 12, 13 war Bravo noch groß. Das war so die Jurendzeitung, so ein richtig so medisches Zeitung mit Tratsch und Klatsch über Promis. Sie hatten auch das Format für so Sexualität für Junge. Und ich meine, ich war auch ein bisschen jung. Dr. Sommer. Und ich meine, dass du die Anzahl von der Bravo vielleicht so 14, 15 war, weil unbedingt 12, 13. Ich schon immer Bravo gelesen. Und du war irgendwann ein Artikel über jugendliche Masturbation. Und ich meine, das ist so eine von den richtig guten ersten Erinnerungen, die ich meine Vulva habe. Und ich meine, ich war so 13 oder so. Und wo auch Bravo gesagt hat, hey, guck dir das mal an am Spiegel. Und ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, so, ich weiß, ich habe nicht gut geplant. Ich sind die nur extra lang abblieben, bis meine Eltern alle beide schon lang geschlafen haben. Und ich noch eine Kummer gemacht. Und da sind ich dann mal gucken gegangen an den Spiegel. Also so richtig himmlisch, weil der tut sich auch so mega verboten angefühlt. Und ich meine, das ist die erste Mal im Leben, dass ich meine Vulva wirklich gesehen habe. Und schließlich war so, oh Gott, der seid aber weird aus. Oh ne, wirklich. Ja, einfach, also keine Ahnung, so, also bis heute. Also Genitalien am größten Ganzen fand ich bis heute noch ein bisschen komisch Konzept. An dem Sinne von, ich fand sie einfach ein bisschen silly. Ja, das also schon. einfach den Design davon. Logo nicht mit irgendeinem spezifisch Genitalien, einfach den Design für Genitalien fand ich bis heute ein bisschen drollig und ein bisschen silly. Und ich kann es mittlerweile wirklich appreciieren und ich fand Genitalien von anderen Leuten auch mega schön. Ich fand aber trotzdem noch immer silly Design. Und ich kann mich schon erinnern, wie ich einfach das war so. Oh, das sieht aber drollig aus. Aber richtig, auch richtig interessant. Aber du hast hier wirklich eine Öffnung. Und ich meine einfach die Nuss, wo ich hier die allererste Kehr mal masturbiert tun. Aber so wirklich so, so ganz explorativ. Und das war irgendwie dick schön. Also meine Erinnerung daran ist dick schön. So dass ich einfach immens ausprobiert habe mit meinem Körper. So viel sich war dann von unten. Und ich hatte noch von Dr. Sommer schon gelehrt. So, sie hatten da so Klangen How to Masturbation und Exploring Masturbation. Und ich schätze, dass ich da, angefangen habe, so mein Körper ein bisschen besser kennenzulernen. Und wie gesagt, fakt Bravo aus so vieler Hinsicht. Aber das war immens wertvoll für mich damals. Das war so mein einziger Access zur Sexualität, den irgendwie gut war. Weil die anderen waren Geschichten über Pornos, die schon die Jungen hören haben. Oder
die Jungen, die entweder hoffen, dass sie gelungen haben, weil sie suchen, dass sie so viele Leute für Sex haben oder ne, mit 12, die sich nicht dabei fernste wirklich konsente kannst. Aber ja, das war so mein erster wirklich guten Access zur Sexualität, wo ich auch irgendwie das Gefühl hatte, so mein Körper ein bisschen zu reclaimen. Und das heißt so wirklich mein eigenes wie. Ja, das ist mir schön. Was waren deine Erfahrungen mit Masturbation? Ich bin tatsächlich am Anfang relativ spät angefangen, ich meine mit 19, die erste Kehr. Und dafür drin habe ich auch nicht weiter probiert, so wirklich. Oder beziehungsweise wann dann vielleicht so für 1 Minute und dann ist nichts geschieht und dann war ich so, was soll das für Scheiß? Ja, ich habe den kleinen gedurcht, das wäre so ein Knappchen, den ich mich drehe. Ja. Also es ist auch nie irgendwie so, da das ja oft bei Kanner, dass sie so par accident über die Sensation stolpern und das dann interessant fand. Also das ist bei mir nie passiert. Ich wusste schon, was Masturbation ist, wo ich für dich probiert habe. Und ja, die ich wo ich dann so ernsthaft machen wollte, war mit 19 und das war auch so ein ganzer Prozess, der noch teilweise mega frustrierend war, wo auch Tränen immer dran geflossen sind, weil es einfach nicht gegangen ist. Und dann ob einmal einfach von einem Tag auf den anderen hinter geklappt. Dann war ich so, oh mein Gott, ein Superpower. Das war, ich meine so gut, wenn ich mich nicht irren am Covid-Lockdown, wo dann am Anfang nicht so viel anderes zu machen gab wie das. Das war dann auch die erste Zeit, wo ich irgendwie irgendwelche Pornoen jemals gesehen hat, also so 19, 20, ja, nee, ich denke 19 so. Und dann auch die erste Kehr, dass ich andere Leute hier Vulven gesehen habe, außerhalb von so Bios-Büchern. Ja. Andere Leute hier Vulve fand ich interessant. Weil, wir hatten Bios-Bücher. Und die Bios-Bücher sind Vulva-Lipsen immer mega klein. Ja. Also so richtig so mini, so süße kleine Kranz rundherum. Mhm. Wie ich 14 war, hatte ich meinen ersten Freund, was auch keine gute Erfahrungen waren. Mich ist aber, dass ich mich damals mega gesucht habe, so, oh mein Gott, was wird hier über meinen Körper denken, weil ich war 14 ultra awkward, auch mega closeted. So, also ich wusste, dass ich keine Frau wäre, aber ich wusste schon nur alle Mengen transmännische Freunde geguckt und ich dachte so, ist aber auch kein Mann, so I guess sind eine Frau. Und also so ultra closeted Egg klingt das noch nicht gecrackt war. Und ich weiß, dass ich mich daran erinnert habe, so, okay, da das wie ein Vulva soll ausgesehen, weil Bios-Buch sieht so und Bios-Buch hat ja Autorität. Oh Gott, mein ist nicht so, weil mein Vulva-Lippen gucken, also mein banischt Vulva-Lipse gucken, töcht meine bauseste Vulva-Lipsen raus, wie das bei denen allermeisten Leute voll ist. Und ich habe mir so viel Sorgen darum gemacht. Und die Unsicherheit hat mich mega lang begleitet. Und ich meine schon noch Haut nach hast du Momente, also nicht mehr oft, aber hast du Momente, wo so, vielleicht aus meinem Vulva aber nicht okay. Also sogar mit Leuten, mit denen ich schon lange sagst, dass ich hast du so intrusive Vorzüge von, oh, war das von meinem Vulva just selbst das, was sie tolerieren, was mega silly ist. So, und ich meine, tut mir auch viel geholfen, wie ich bis angefangen habe, auch mit Menschen mit Vulva Sex zu haben, für zu gesehen, so, die sehen actually so aus. Das ist normal. Ja. Cool. Das ist kind of cute. Es sind noch ganz viel so abgewusst, wie gesagt, mit ganz viel von wirklich so den typischen dummen Teenage-Bowen, die dann auch dick viel Gag gemacht haben über Porn und wie Sachen ausgesehen haben. Den Term Meat Curtains, also etwas, was mich bis heute begleitet, weil sich das so eine Impression auf mich gemacht hat, wie ich so 14 war, so Jungen, die die Gag über Meat Curtains gemacht haben, wo ich so war, um Gottes Willen, oh nee, ich mag nicht für Meat Curtains, nobody can ever know. Ja. Und ich fand einfach dick schuld, weil, wie gesagt, wenn ich mir Vulva zurückdenke, wie gesagt, dick lang waren einfach ultra viel Scheiß und mega viel Schimpf und so, oh Gott, alles mit mir ist falsch. Weil da war manchmal einfach eine ziemlich universelle Experience von Pubertät ist, von dem Alter. Aber gleichzeitig ist es einfach auch so vieles, weil ich wirklich nicht hatte müssen mitkriegen, manchmal. Wie gesagt, die Sache mit Meat Curtains und das Bios-Bücher einfach. Wie war, hast du auch am Anfang kein Foto drauf von einer Vulva, von einem Penis? So, das ist ja nicht pornografisch. Ja, das ist so komisch. Ich meine, bei mir war so ein bisschen Distanz von, ich wusste, dass Sachen, wie sie am Bios-Buch durchgestellt sind, nicht ausgesehen, wie sie wirklich ausgesehen. Wie sie Lungen, wie sie am Bios-Buch sind, das ist ja nicht, wie sie dann wirklich am Körper ausgesehen. Dafür habe ich irgendwie auch nicht von meiner Vulva erwartet, dass sie so ausgesehen wie der aus dem Bios-Buch. Mit der Tisch, bei dir hat aber schon angefangen, durch Bios-Buch nicht recht so durch, ich weiß nicht, pornografische Bilder oder so. Wie gesagt, ich fand das ein bisschen schwierig, jetzt direkt zu verfolgen.
Ich vertraue meinem Fall Ja. nicht so, aber wie gesagt, ich denke auch, dass ein großen Teil von meiner Schuld rund um meine Vulva und rund um meine Sexualität einfach dadurch war, dass ich als Kind sexuelle Gewalt mitgemacht habe, über die ich Jahren und Jahren, bis ich so 15, 16 war, mit gut keinem drüber gespart habe und wo ich halt einfach gut nicht processen. Natürlich schon doch Fehler zu bewerten, auf wiefern den Abfluss von all denen dumme junge Witze vielleicht auf mich gewirrscht wäre, wenn ich die Gewalt nicht mitgemacht hat. Und gleichzeitig sind ich auch wirklich nicht die einzige Person auf dieser Welt, die als Kind, als Jungkant für eine Pubertät sexuelle Gewalt mitgemacht hat. Und ich denke, dass es andere Leute auch so gehen und probieren nicht als ein zu plecken, gerade mit was, dass sie 15 Jahre hier alles, ob man 15 Jahre hier, so mit der Distanz hat irgendwie als ein zu plecken, fand ich auch schwierig. Das war so bald die perfekte Sturmempfang von so, dass das einfach alles bei nie kommen. Hat gegenseitig schon dazu beigedrohen, dass ich noch mehr Schummt gefühlt habe, wie Männer. Und der positiven Einfluss war definitiv kein Do und Biosbuch war definitiv kein positiven Einfluss. Ich denke, dass es mal, wenn ich so zurückdenke und die sexuelle Aufklärung, die ich dann 6. Schuljahr hat, Satyam, Sisiam, Sankyam, und das wäre eine anständige sexuelle Aufklärung gewesen, da wäre vielleicht so Positivbeispiele da gewesen, und die ich mich halt könnte klammern. Aber wie das alles für mich so negativ besagt war, dann habe ich die bisschen mehr neutral Aufbildungen, wie am Biosbuch, halt auch jemand negativ interpretiert. Und ich meine, dafür ist es so wichtig, dass wir gut sexuelle Aufklärung haben für Kinder, die nicht auf der Annahme basiert, dass all Kant eine hippie Kantheit ohne Schummt hat, wo Ältere mega gut damit umgegangen sind und wo niemals Gewalt funktioniert, dass wir wissen durch Studien, dass an all Schulklassen bis 2 Kinder sitzen, die sexuelle Gewalt mitgemacht haben. Und die gehen einfach nicht mitgedurcht und sind aber die am vulnerabelsten sind und die eine gute Aufklärung nach der meisten Nähe schon, auch wenn natürlich Schiedverein von einer guten Aufklärung profitiert. Ja, das ist einfach so ein groß Ungerechtigkeit, was man durch die durchaus unadäquat Sexualaufklärung mitkriegt haben. Also just auf Fortpflanzung fokussiert, so ist überhaupt nicht erwähnt. Ja, also ich gehe doch nicht mit drüber zu schwatzen, wie scheiße das und wie viel besser ihr kann erkennt abstellen, für hier Sexualität zu erforschen und für ja eben anzufangen gesagt zu haben, wie viel besser in ihnen beibringen könnt, ob sich selber aufzupassen, ob sich selber zu lauschen. Das sind von meinen großen Themen, wo mich immer so Rose machen. Ja, absolut. Ja. Auf einer Stelle so tun, sind ich am Anfang aber auch dann an meiner eigenen Situation mega froh darüber, dass meine feministische Education am Anfang schon angefangen hat, ich wirklich angefangen und interessiert zu sein als Sex. Also ich wusste schon, dass all guten Vulven schön sind und dass all guten Vulven auch nicht sehen und dass zum Beispiel Milan bannischt Vulva-Läpse ganz normal sind und das wusste schon alles ehrlich, für dich gar Porno gesehen haben. Das ist die Idee, dass mein Vulva-Kind hässlich sind oder nicht schön genug oder nicht dem schönen Ideal entsprechen kennt, hat sich bei mir nie so richtig angesagt, weil ich schon die positiven Messagen auf Social Media fand hat, ehrlich mich persönlich direkt damit beschäftigt bin. Das ist mega schön. Und ich finde es auch mega cool und ich bin mega froh für dich, dass du das gefunden hast. Hast du dich deine Sachen ausgesagt gesehen hast? Ich bin so mit 16 feministisch politisiert gehen und ich kann mich ganz genau daran erinnern, wie ich so mit 16 auf den Instagram-Account von der Vulva Gallery gestolpert bin. Und auch, das sind deutsche Künstler, die schon seit 10, 15 Jahren bei Gipsaufdruck für verschiedene Vulven mischt, wo ich auch darüber gestolpert bin. Und das hat sich so, also, es hat schon gefühlt, wo man stehen vom Herz gefallen ist. Ja. Und das hat mir auch richtig gut getan. Aber gleichzeitig, wie gesagt, ich wünsche mir, ich hätte das gehabt, ehe ich mich mit den Negativbeispielen auseinandersetzen. Das hat schon viel geholfen, für so die Schuhe zu flecken. Aber so die Schuhe ist noch immer da. Und ich merke dadurch, wie krass das an mir dran sitzt noch immer. Wie ich schon so, nach Haut habe ich so immens Seelen, Gott sei Dank, mir nach Haut habe ich so das Dinge von, oh no, new person. Ja. Hoffentlich ist mein Vulva gut genug. Und dann sind ich sogar, Robin, was zum Fick? Sag auch froh sind, dass da mein Vulva der Ja, absolut. Genauso wie ich mich mega freue, wenn ich in dem Idee gönnt, für mal sich in Italien zu weisen. Und wenn eine Person die Sache nicht so umgeht, dann will ich am Anfang auch nicht mit der Person Sex haben oder hier mein Vulva weisen. Ja, aber wie cool wäre es gewesen, die Erstellung schon zu haben, mal anfangen. Wisst ihr? Umso mehr wichtig Ja. ist es, für das
so frei wie möglich, so altersgerecht wie möglich anzufangen, eben für das die ganz Negativsachen nicht mehr schwer haben, sich unzusammeln und unzukommen. Du erinnerst mich gerade an etwas, weil Schule eigentlich viel willst, ich froh. Wie war dein erste Kehr beim Gynäkolog? Die war auch ziemlich spät. Schon mal mit all den Sachen wirklich viel Zeit gelos. Und ich muss auch da so, ich hatte wirklich Chance. Mein Gynäkolog hat am Anfang, ich meine, ich war da 20. Und ich meine, ich hatte auch schon mein erste Kehr penetrative Sex 100 Mal eher, dass ich bei einem Gynäkolog war. Und hin war mega dus. Also ich meine, nicht gesehen, da dort aus richtig spät kommen. Ich meine, natürlich vielleicht irgendwelche Probleme damit. Ich simuliere ganz dus, ganz los ging statt und dann hat das dann auch so gemacht, dass ich, bei mir war am Anfang auch eine positive Erfahrung. Der ist kein Gynäkolog. Mein erster Gynäko, ich habe mir auch da so Gedanken gemacht von, oh Gott, du gesagt, ich nehme meine Vulva, auch so Dinge von, die Person gesagt, meine Vulva mehr no, wie ich sie jemals wird gesehen, war mega weird für mich. Mhm. Und so Dinge so, oh Gott, hoffentlich ist es schön genug. Das ja auch mega blöd aus, weil, also Gynäkos gesehen wirklich den ganzen Tag Vulva. Also ich meine, nicht viele Leute auf dieser Welt, die mehr Vulva gesehen haben wie Gynäkos. Ja. Und ja wirklich schon alle Farben formen und da ist ja auch gut kein sexuelle Kontakt. So. Das ist ja auch am Anfang scheißegal, ob du Gynäko mit Vulva schäfen oder nicht. Was wichtig ist, dass du den Abend gut möchtest. Das war mega weird, weil ich war relativ jung. Ich meine, ich war 14, 15. Ich weiß, dass sie immer gesagt hat, ja, wir machen einen Ultraschall. Und ich habe mein T-Shirt rumgezogen für den Bauch. Mhm. Und da können sie mit dem Stick, mit dem Bangel da. Und ich war so, oh Gott, I'm in trouble. Yeah. Oh Gott. Weil du hast mich auch keine Sau viel gewonnen. Dann schießt du sich heimgegangen sehen. Und ich war so confused. Ein Jahren drauf, also nach 4 und 2 Jahren oder so, war ich auch in einer Gynäko in der Sicherung, wo einfach, also mein aktuell Gynäko sind von ganz live und ganz dus. Mit den Tag, keine Ahnung, vielleicht war das mit meinem Körper, vielleicht hat sie immer einen guten Tag und das war ein bisschen mir unangenehm. Sind ich heimgegangen, mein Papa war daheim und schon gegranzt. Oh, ich hasse den Ultraschall, das ist so unangenehm, wenn der ihn da rumstochert. Und hier war so, was meinst du rumstochert? Das geschieht doch im Bauch. Mhm. Und ich war so, Papa, du bist an den Gesicht sicher. Ja. Wie weißt du nicht, war der vaginalen Ultraschall aus? Ja. Und ja, Thema Parenthese von Abklärung an verschiedene Welten. Muss ich noch so, ich weiß auch nicht ganz genau, wie ein Urologie-Rendezvous aufläuft. Ja, nee, schon nicht. Dafür sind ich aber so krass pro Sex Education, die nicht getrennt ist, wo sie drehen alles mitkriegt. Yes, absolut. Es sind auch nur noch 40 so, weil wie gesagt, ich mache doch heute alt 40 Kids frohen, wo sich an meinem Leben noch Sachen verändert tun. Wie hat sich dein Umgang mit Sexualität mit anderen Leuten auf die Beziehung zur Vulva ausgewirkt? Ich meine dadurch, dass die erste Person, mit der ich je Sex hat, so eine lange Beziehung ging, also das auch nur noch immer die erste Person, mit der ich Sex habe. Und das halt einfach so über Zeit so eine riesige Basis von Vertrauen und Komfortabilität und alles so matzesprücht wird. Ja, es kann nicht mehr positive Effekte gehabt haben, weil das war am Anfang dann Bestätigung, mit meiner Vulva ist alles okay. Die Person kann sich über Jahre immer für meine Vulva entscheiden und Spaß damit da haben. Und ja, das ist am Anfang flott. Und natürlich auch die Erfahrungen von ganz neuen Sensationen, wo ich am Anfang nicht wusste, dass ich mich so gut kann fühlen und dass so cool Sachen können passieren durch meine Vulva. Das ist natürlich auch eine mega schöne Veränderung. Und dann einfach auch durch den Alter, Mensch. Also das aber auch viel, dass ich einfach am Großen und Ganzen viel mehr komfortabel mit mir selber, mit meinem Körper gesehen und nicht das mega deep und ich weiß, dass alles okay ist, auch wenn es Sachen sind, die vielleicht, ich weiß nicht, komisch oder eklig schenken. Ich weiß, dass das alles an der Reihe und dass das nicht über weite den panikieren soll. Und ja, das ist eigentlich eine Kombination von einer mega stabiler, mega gesunder Beziehung gewesen und einem flottes Sexleben und auch aber auch einfach normal mir gehen an aus den ganzen Konflikten von der Jugend so besser rauszuwissen. Das ist ja mega schön. Ja. Ultra süß. Ja. Oh. Ja. Happy. Wie war das bei dir so? Bin schwierig. Mhm. Ich meine, diese 2 größten Momente. Sexualität, mein Umgang mit Sexualität war auch, wie ich 14 war, nicht konsensual at all. Mhm. Und das hat sich eine ziemlich lange Zeit gezogen. Und das war nicht gut.
du hast mich immens zu meiner Vulva distanziert. So, wenn du deinem Organ immer Gewalt du kriegst, dann wusste ich von nicht mehr so die Verbundenheit und so. Ja, klar. Und dann so mein zweiten Punkt, also so nochmal schon 2 Aufhänge für Sexualität, die mit Gewalt an die Uni. Und ich meine, die war so auch ein bumpy ride, aber auch wo meine Beziehung sich zu meiner Vulva immer mehr verbessert wird. Wie du gesagt hast, von Sensationen, von denen ich nie wusste, dass ich ja bist du gut kennst, du vielen. Ich weiß, wie ich meinen echten Orgasmus hatte. Also, ich hatte nicht, weil ich schon der Person kurz für Droge gesagt, oh nee, hallo, ich mache mir schon an Box. Nee. Weil ich halt so ungefehlt wird von so, also wie gesagt, ich sie quäsch, weil sie nie gut abgeklärt gehen und ich hatte einfach keine Ahnung von nichts und das hat sich einfach so ungefehlt, wie wenn ich mich abhissen. Ja. Was ja nicht der Fall ist. Mir schießt, dass man das mega Angst gemacht hat und dass es dann nur nach einer langen Zeit gedauert hat, bis ich auch Droh an mir selber dran hat, für mich zu relaxieren und das geschehen zu lassen und daraus zu finden von, ich pisse mich actually nicht an. Das ist auch bis heute noch ein bisschen so ein Konflikt mit meiner Vulva, dass obwohl ich auch durch viel Therapie, also meine Beziehung zu meinem Körper und auch meiner Vulva viel besser ging, dass das aber noch immer ein Platz ist, und der ich leicht getriggert gehen. Ja. Und wo einfach hast du Berührungen, Sensationen einfach viel mehr an meinem Kopf aussprangen lassen, die nur die Manns flott sehen. Und mittlerweile habe ich gelernt, wie zu so ein Stopp, ich brauche eine Umarmung, eine Pause. Und das ist auch gut und das hilft mir auch, für das immer besser zu machen. Mit das aber trotzdem so ein langer Work-in-Process. Also du sitzt auch schon seit Jahren an Wunden hehlen, aber so das Hannah lässt trotzdem eine Narbe. Ja. Und ich weiß nach erstens, ob die Wunde schon ganz geheilt ist und zweitens auch noch nicht, wie groß an Fett die Narbe wird sehen. Und schon noch richtig scheiß. Und ich sind doch richtig traurig, auch Rosen und ungepisst, er will gerne die Welt ublären an all die Männer, die mal Gewalt ugefügt tun, weil sie einfach aber etwas irreparabel geschädigt tun. Ja. Und wo ich auch am Anfang nicht so viel drüber nachdenke, weil hatte Fahrradkette, mir hast du froh und ich mich trotzdem, was hat meine Relation zu meiner Vulva könnte sehen, wenn einfach viel Scheiß nicht geschieht wäre. Ja, klar. Und das sucks. Aber gleichzeitig, also da wirst du Dinge von, ich kann mir das Organ irgendwie selber uneignen und ich habe Kontrolle darüber. Und das ist auch ziemlich cool. Und du hast mir Masturbation auch immens geholfen. Also ich meine, dass du etwas, was sich so durchzieht, dass du meine echt gute Erfahrung mit meiner Vulva war, für die Echtkeit zu masturbieren und anfangen zu masturbieren. Und dass er doch nach Haut abbesaß, wo ich am Anfang die beste Relation zu meiner Vulva mal tun. Weil ich da unbedingt interessant fand, weil ich meine, dass für mich dick viel etwas für so Kontrollverlust auch, wo man die meisten Probleme haben, aus mittlerweile nicht mehr, dass eine Person an mir dran ist, egal ob man Fanger oder so etwas, aber wenn eine Person mir raufgeht, und ich meine, ich habe doch schon rezent an der Episode gesagt zu Eating Out, die ich produziert hat mit dem Joel von mit ihren, aber das ist bis heute noch bald am schwersten fanden, wenn eine Person mir raufgeht, mir Oralsex geht, weil das fühlt sich einfach bis heute noch so absurd an, dass du eine Person mehr nur mir drin hast, wie ich das jemals werde sehen. Und ich fand das so weird, dass ich am Anfang noch nie so frontal auf meine Vulva geguckt habe, weil sogar am Spiegel kann ich nicht so nur beikommen oder nicht dieselbe Perspektive kreieren. Da das bis heute noch dick freaky hast du. Einerseits und der anderen Seite mich auch so, dass ich mittlerweile gelernt habe, dass ich das schon bald schön fand, so als immens Vertrauen, so von, hey, ich losen dich so nur und dich ruhen und das ist etwas dick special für mich, weil ich auch mittlerweile gelernt habe zu genießen. Also ich kann Leute für die Oralsex kriegen, etwas, was ultra accessible ist für sie. Und für mich zum Beispiel ist das gut nicht. Und das ist auch so eine von den ganz wenigen Sachen, für die ich mit einer Person wirklich lang muss Sex gehabt haben und wirklich niemands Vertrauen muss haben, für das zuzulassen und das dann auch zu genießen. Ja. Und das ist aber auch in einer gewissen Hinsicht schon nicht wie schön. Also ich habe mich einfach mit Aufwand an genießen geleiert, dass das einfach nicht etwas ist, weil ich möchte die Fragen delen. Das ist Work in Progress. Also ich kann mich anfangen, mittlerweile nicht mehr wirklich viel beklagen. Ja, das ist interessant, dass für dich die Hemmung dann echter bei Oralsex ist, weil bei mir ist das echter beim penetrativen Sex. Wo ich mich am wohlsten fühle, wenn ich zu 100% Kontrolle habe, weil das dann in den letzten Jahren oft mit Peng verbunden war. Das ist bei mir ist es am Anfang umgedreht. Das eine fällt mir ganz leicht und das andere braucht eine ganz spezielle Situation. Und am liebsten just eine Situation, wo ich Kontrolle habe, also von einem Moment auf den anderen können abzuhalten und das alles an Mengen Hand aus am Anfang. Nee, ich verstehe das nicht. Ich hatte auch
viele Erfahrungen, wo ich jemand Peng hat mit penetrativem Sex. Und gleichzeitig steht da auch bei mir nicht so eine Impression los. Ich bin noch einfach eine Person, schon penetrative Sex mega gern und ich schon noch als mir allen Teenager viel mit Dildos oder so rum experimentiert. Und damals sind ich mittlerweile ziemlich chillig, auch weil ich raus von tun, so, wo meine Grenzen liegen, für Männer Peng zu haben oder so, aber wie ich das ein bisschen mehr preventen. Aber ich verstehe das aber nicht. Und ich fand das auch einfach interessant, wie verschiedene Perspektiven so können sehen. Und obwohl wir also dasselbe Organ haben, dass wir also andere Approchen drüber haben. Und das ist auch einfach gut, für mit Leuten drüber zu schwätzen. Und dass es kein so One-Fits-All-Approach gibt. Aber ja, auch einfach, dass jemand nicht nur seine SexualpartnerInnen, aber auch mit seinen SexualpartnerInnen, nicht FreundInnen und so einfach kann darüber schwätzen und Erfahrungen austauschen und sich dann hoffentlich auch besser fühlen. Ja. Und das bringt dir dann auch eine Führung an, wie wichtig es ist, zu kommunizieren. Ich meine, wir gehen nicht nie mitzusuchen. Wie wichtig es ist, ob die andere Person zu urstehen, weil kann sich nie sicher sein, wie die andere Person sexuell oder auch psychologisch vielleicht geprägt ist, wie eine Sache bei ihr was auslesen. Und genau, bei den Schwarze bleibt eben immer so wichtig und so unentbehrlich. Das fand ich jemand schön Schlusswörter, alle. Ja, doch. Merci. Maja, merci, dass du deine Erfahrungen mit mir an unseren NurlaufstachInnen geteilt hast. Ja, gleichfalls. Vielmals merci. Und ja, das war es mit dieser Episode. Wir hören uns an ein paar Wochen, mir der lo aufschaltet, könnt nach eine schöne Rubrik. Und bis nächstes Jahr. Adi. Adi. Ein gut froh. Gut gefroht. Was ist der PAN LGBTIQ+. Durchkürzung PAN steht für Plan d'Action National oder Nationalen Aktionsplan op Lützeburg. Das ist ein Dokument, an dem die Regierung ihre Strategie präsentiert, für ein spezifisches Problem zu adressieren oder ein spezifisches Ziel zu erreichen. Gewöhnlich überhält bestimmte Minister die Koordination und kollaboriert mit anderen Ministerien. So soll Thematik an alle relevanten Bereiche von der Gesellschaft behandelt gehen. Beim PAN pour la promotion des droits des personnes LGBTIQ+, geht es, wie der Name schon sagt, die Rechte von der queerer Community. Es geht vom Ministère de l'Égalité des Genres et de la Diversité, auch MEGA genannt, an Zusammenarbeit mit einer Reihe Services, Organisationen und eben auch anderen Ministerien ausgeschafft. Der Plan gesät 81 Mesure für, die durch 147 verschiedene Aktionen sollen durchgesetzt gehen. Ein Beispiel. Eine von denen 81 Mesuren ist, sicherzustellen, dass Gesundheitsdienste für LGBTIQ+-Personen zugänglich sind. Für das hinzukriegen, gehen am Plan 2 Aktionen festgelegt. Erstens. Sicherstellen, dass die Dienste, die vom Gesundheitsministerium konventioniert gehen, für die ganze Bevölkerung zugänglich sind, ohne Unterschiede und ohne Diskriminierung. Zweitens soll eine Arbeitsgruppe angerichtet gehen und in verschiedene Ministerien beteiligt sind. Kann auch in anderen Interessengruppen, wie zum Beispiel zivilgesellschaftliche Organisationen, erweitert gehen. Diese Gruppe soll Informationen entwickeln über die Vielfalt von Geschlecht, Gender und sexueller Orientierung und über die Rechte und Bedürfnisse von LGBTIQ+-Personen am Bereich von der Gesundheit. Über seine 15 Kapitel verspricht der PAN also einen bewussten Effort für die Gleichstellung von queeren Menschen auf nationalem und internationalem Niveau zu erreichen. Wo kommt diese neue PAN LGBTIQ+ hier? Den ersten Aktionsplan an diese Richtung, der PAN LGBTI, also noch ohne Q und ohne Plus, wurde 2018 publiziert. 2021 sollte dann zu einer Evaluation kommen, für zu gucken, wo die Regierung drin ist beim Umsetzen von den Maßnahmen, die sie versprochen hatten. Tatsächlich kommt die Evaluation aber erst im Jahr 2024. Das Fazit: viele Mesuren vom Plan goufen bisher noch gar nicht oder just teilweise durchgesetzt. Am großen Ganzen hat es also nicht den Eindruck gemacht, wie queere Rechte eine Priorität von der Regierung wären.
Darauf hin hat Yuriko Backes, Minister für Gleichstellung und Diversität, 2025 den allen Aktionsplan aktualisiert. Der neue Pan-LGBTIQ+ setzt viel Gewicht auf Sensibilisierungskampagnen und Formationen. Dafür gaufen aber viel Prioritäten von der LGBTIQ+-Community vernachlässigt. Besonders wenn es um konkreten juristische Fortschritt geht und um greifbare Verbesserungen vom alltäglichen Leben von queeren Personen, könnte der neue Plan leider zu kurz. Wie kommt der Plan an der Gesellschaft und besonders bei der LGBTIQ+-Community an? Für das Frage zu beantworten, habe ich mit Stellungnahmen von ein paar wichtigen Organisationen angeguckt. Die von der Menschenrechtskommission, die von Intersex and Transgender Luxemburg, auch ITGL genannt, und die von Rosa Lützeburg. Die verlinke ich euch natürlich auch all. Rosa Lützeburg hatte mega am Vielfalt ein ausführliches Dokument geschickt, wo sie all ihre Forderungen niedergeschrieben hatten. Dieser Katalog ist an Zusammenarbeit mit ihren Mitgliedsorganisationen und Vertreter von der queerer Community entstanden. Rosa begrüßt, dass viel von ihren Punkten nicht an den Pan gepackt wurden. Auch ITGL und die Menschenrechtskommission fanden gut, dass der Pan zum Beispiel will Konversionstherapie verbieten. 2 Zentralkritikpunkte, die an den 3 Stellungnahmen angeschwärzt gehen, beziehen sich auf den Bereich von der Gesundheit. Hier gehen langjährige Forderungen von der queerer Community nicht respektiert. Erstens. Den Aktionsplan schützt die Rechte von intergeschlechtlichen Kindern nicht genug. Schon lange wird nach einem Gesetz gefragt, wird intergeschlechtliche Kinder für unnötige Operationen und medizinischen Interventionen beschützt. Angriff auf ihr Körperin, für das sie an eine binäre Geschlechterkategorisierung passen, sollen also nicht mehr möglich sein, ohne ihren informierten Konsens. Den alle Pan von 2018 hatte so ein Verbot versprochen. Der neue Pan limitiert sich auf Analysen an Arbeitsgruppen zu dem Thema, ohne greifbare Projekte und Engagementen. Das stellt also einen erheblichen Rücktritt vis-à-vis vom allen Aktionsplan durch. Zweitens. Den Aktionsplan lässt eine grosse Barriere stehen, für Transmenschen ihren Zugang zu nötigen Gesundheitsleistungen. Auch, dass der Parcours de Transition von Transleuten soll depsychiatrisiert gehen, ist seit langem eine Priorität von der LGBTIQ+-Community. Der Tisch soll nicht mehr nötig sein, eine Evaluation von einer Psychiaterin über sich ergehen zu lassen, für Access zu Gender-Affirming Care zu kriegen. Das ist nämlich ein großer Angriff an Transpersonen hier Recht auf Selbstbestimmung. Der neue Pan, im Gegensatz zum allen, sieht keine Mesure für das umzusetzen. Auch das ist ein großer Rücktritt. Wie wir gesehen haben, geht nicht alles, was an einem Aktionsplan angekündigt wird, auch tatsächlich Realität. Dafür ist es wichtig, dass wir eine Ahnung auf die Regierung halten, auffordern, dass sie sich an ihr Versprechen hält und Bedürfnisse von der Gesellschaft repräsentiert. Hast du noch Fragen, Antworten oder Umwirkungen? Das schreibe uns auf sax@ara.lu. Fragen gehen natürlich beantwortet und ihr das mehr nennen. Über Feedback freuen wir uns immer. Ihr findet Mayway Sax auf Facebook, Instagram und saxpodcast.lu oder auf all eure gewünschten Podcast-Plattformen. Maybe Sex, der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Mit finanzieller Unterstützung vom Ministerium für Education, Kinder und Jugend und mit freundlicher Unterstützung von Graffiti, die Jugendsendungen Radio Ara. Das Ministerium für Education, Kinder und Jugend und Graffiti gehen all Responsabilität für die Inhalte von diesem Podcast auf. Ich meine, mir wohl war in ersten Anfang ziemlich Spastis, to be honest. Das ist ja mega süß. Ich muss vielleicht so, und du? Okay.